von euch an. Herzlich willkommen zum brack.ch Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute mit einem Spezialgast hier, weil Steffi leider krankheitshalber ausfällt, ist der Sean, der Mighty Shiny Sean, heute bei uns und ist hier zum mit mir über die neuesten News aus dem Gaming-Universum reden. Sean, merci vielmals, hast du einspringen können. Erzähl uns doch kurz, was Gerne. für eine Verbindung hast zur Gaming-Welt. Also ich arbeite bei brack.ch als Product Manager Gaming und da unterstütze ich das Gaming-Team. Und ja, ich spiele schon relativ lang und mein erstes Spiel war, ich würde mal behaupten, Pac-Man, weil dort bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in Griechenland gewesen. Und dort im Hotel hat es ein paar Jugendliche gehabt, die sind dort vor einem Kasten gestanden, aber der ist so flach nach oben gewesen, wie ein Tisch. Und das ist dann das Pac-Man gewesen. Und das hat mich dann dort natürlich gerade fasziniert. Und sobald die älteren Jugendlichen verschwunden sind, bin ich dort an den Kasten an, habe Münze reingeschossen und mein Glück versucht. Aber wie ich in Erinnerung habe, bin ich dort ziemlich gescheitert, weil es für mich als Sechsjähriger noch relativ schwierig war. Pac-Man, Lil Sean plays Pac-Man. Ja, sehr, 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 sehr nice. Und jetzt bist du ja eigentlich auch ein grosser Konsolen-Fan, oder? Also du bist ein bisschen, man kann sagen, ein Sammler, oder? Ja, schon ein bisschen, ja. Also es war so, dass ich das Glück oder Unglück, wie man das halt anschaut, mein Vater zur damaligen Zeit Sega in der Schweiz mitvertrieben hat. Mhm. Und durch das bin ich natürlich in den Genuss gekommen von einer Sega Mega Drive, nachher Sega Game Gear und ja, dann hat es einem natürlich reingezogen. Wie es, glaube ich, fast bei jedem Gamer ist, wo er irgendwo mal eingestiegen ist in die Gaming-Welt. Und durch das habe ich natürlich immer die Möglichkeit gehabt, die neuesten Spiele zu spielen. Ja, und über all die Jahre ist dann von Konsolen, PC, dann wieder zurück zu Konsolen. Da haben sich dann einige Konsolen angesammelt. Und Wie, momentan habe ich immer noch ein Schmuckstück mit dem Sega Mega Drive und Sega Dreamcast. Nur habe ich es noch schon lange nicht mehr in Betrieb gehabt. okay, aber das sind Sammlerstücke eigentlich, kann man sagen. Also, Ja, sie sind schon langsam auch vergilbt, also zumindest die Sega Dreamcast hat schon so einen leichten Gelbstich drauf. ja, aber das ist dann doch sehr, sehr nice. Was würdest du sagen, persönlich, jetzt noch schnell eine Frage von mir, was mich interessiert. Was ist so deine Lieblingskonsole, so of all time? Alltime. Ich muss fast sagen, Sega Dreamcast. Und auch halt damals haben wir das noch mit den Patches auch noch nicht so gehabt. Und Updates. Und das ist dann halt schon Fluch und Segen. Das ist einerseits gut, kann man ja seine Spiele updaten oder Konsolensoftware. Aber ja, dort haben wir einfach Spiele gekauft, rein da und können loslegen. Und heutzutage muss man halt immer Updates noch draufhauen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, voll. Ja, also okay. Spannende Wahl, spannende Wahl. Ich glaube, wenn ich selber das müsste sagen, wäre es auch ein Nintendo 64. Aber einfach, weil ich mit der so viele Verbindungen von damals, als ich Kind war, ich habe ja nie eine bekommen, ich habe nie eine dürfen haben, merci Mami. Und habe eigentlich dort auch ein bisschen meine Passion gefunden gehabt in den ersten N64-Games, die ich durfte spielen beim Kollegen. Das war GoldenEye und Banjo und Kazooie und natürlich Mario und Mario Kart und ja, hast du nicht gesehen. Das hat mich dann extrem reingezogen in die Gaming-Welt und bei mir ist dann schnell mal der PC gekommen. Also der PC hat dann natürlich noch viel mehr geboten. Aber hey, sehr, sehr spannend schon. Jetzt hast du aber noch ein anderes Hobby, das ich noch schnell ansprechen möchte. Was machst du noch sonst nebenbei, neben dem Gamen? Ja, also in der Freizeit zum, sagen wir mal, Ausgleich vor dem Bildschirm hocken, beim Arbeiten, vor dem Bildschirm hocken, beim Gamen, was ja gerade in der Winterzeit viele Stunden einnimmt, ist sicher die Natur, draußen sein und das Fotografieren. Also vor allem die Tierwelt, weil das ist ja, in meinen Augen sehr faszinierend. Man kann beobachten, eigentlich im Stillen, also man muss ja eigentlich im Stillen sein, damit man Tiere nicht verschreckt. Und ja, ich kann das Treiben beobachten und entspannt durch die Linse schauen. Und ja, dort, weil es auch eher etwas ist, was man halt ein bisschen alleine macht, haben wir so Zeit für sich, um wirklich ja, in dieser Welt abzuschalten.
Es ist mega beeindruckend. Also vor allem einfach auch, also die Bilder sind ja Hammer. Also wer Zeit hat, kann sicher mal beim Sean vorbeischauen auf sein Instagram. Ähm, Er macht super Bilder, also wirklich Hammerbilder mit auch einer riesigen Qualität und das sind ja teilweise halt Tiere, ja, exotische Tiere, eigentlich fast nur, oder? Ja, Also, ja, hauptsächlich. Ja, da in mhm. der Schweiz ist es immer ein bisschen schwierig, da müssen wir so viel Zeitaufwand nehmen, irgendwo hinzufahren und dann einfach warten, halt auch, weil es schwieriger ist, weil wir einfach ja, dementsprechend weniger Gebiete haben, wo es jetzt zum Beispiel Luchs hat oder Wölfe, ist es halt immer sehr begrenzt. Also man muss dann schon genau irgendwie den Förster oder den Wildhüter kennen, wo genau kann sagen, wo die Tiere sich gerade im Moment befinden. Und es geht ja meistens über Beziehungen, aber es ist halt schwierig, weil viele Leute sie wollen es halt nicht preisgeben unbedingt allen, weil sonst wären die Wälder voller Leute, die dann irgendwo sich aufstellen mit den Fotokameras wahrscheinlich. Definitiv, ja, das verstehe ich sehr gut. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Merci vielmals für einen kurzen Einblick. Und dann würde ich sagen, legen wir gerade los mit unserem eigentlichen Ablauf, und zwar dem Buff Crit Loot Ablauf. Wir haben natürlich eigentlich positiv, eigentlich sehr positiv. Diese Woche sind wir aufgestellt, wir haben sehr viele Buff-Themen, sehr viele Themen, die eigentlich ziemlich gut sind. Das heisst, wir fangen an. Am gescheitsten fangen wir an mit dem allerersten Thema. Ihr wisst sicher alle, was es auch ist, weil es ist das Game, das im Moment eingeschlagen hat, wie ein Komet. Also es ist das Game, wo man zwar davor erwartet hat, dass es gut wird, aber dass es wirklich so alle Anforderungen erfüllt und übertrifft, wie es jetzt tut, das ist natürlich absolut Hammer. Und wir reden natürlich von, Sean, du weisst es, von was reden wir? Yes, vom Elden Ring. Ja, Und da kann genau. man kann wirklich dazu sagen, ja, sie haben abgeliefert, was ja in der letzten Zeit oder Releases, Gross-Releases ja eher selten der Fall ist. Das ist genau so. Also sie haben wirklich abgeliefert und ich denke, wenn man so will, kann man auch sagen, dass From Software wieder mal gehalten hat, zu was sie, für was sie halt berühmt sind, oder? Und zwar haben sie ein Game rausgegeben, wo ja, ist es besser als Dark Souls? Kann man das vergleichen? Ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall sicher so ist, sie haben sich nochmal übertroffen, sie haben Sachen eingebaut, die vorher nicht drin waren. Sie haben sehr viel neues Zeug auch einbauen, wo man muss sagen, okay, man merkt, dass bei Lore nochmal, bei der Story hinten dran, nochmal viel, viel mehr Inhalt ist gekommen. Und nochmal, es ist wirklich intensiv. Also die, wenn man sich die Lore am Anfang des Spiels und ich ein bisschen reinschauen beim Kollegen, ein bisschen schauen, wie er gespielt hat, weil ich selber habe es noch nicht gekauft, persönlich, weil ich im Moment zu viele Games habe, die ich am Anspielen bin. Und ich muss nicht ganz ehrlich sagen, Elden Ring wollte ich mir Zeit nehmen. Wenn ich mir für das nicht Zeit nehme, dann habe ich definitiv, dann bin ich es nicht würdig, das zu spielen. Wirklich, ich nehme die Wortwahl, ich bin es nicht würdig. Darum, ich muss mir Zeit nehmen für Elden Ring, ich muss wissen, dass ich genug Zeit habe, um die Welt zu erkunden und zum Spielen. Aber ich durfte reinschauen, ich durfte die ersten 2, 3 Minuten mit fiebern und nachher eigentlich auch die ersten 2, 3 Stunden aktiv am Game teilhaben, der Kollege mir noch zuschauen und wir haben zusammen können über diverse Sachen reden, die passieren im Game. Und ich musste sagen, ich bin unglaublich überwältigend gewesen. Ich freue mich extrem darauf, das selber zu spielen. Es ist wieder anspruchsvoll, es ist wieder riesig an Möglichkeiten, die man hat. Es ist wieder sehr deep an der Story. Es ist unglaublich durchdacht, hat man das Gefühl. Also man hat ein bisschen wie an alles gedacht. Man kann jetzt gumpen, übrigens. Hat man vorher nicht können. Man kann jetzt rumgumpen. Und man kann reiten. Man hat jetzt ein Ross, das man selber man kann es eigentlich wie casten. Es kommt aus dem Nichts.
Du bist aus dem Nichts und dann bist du aus dem Ross. Und das Ross kann auch kumpen, und zwar sogar so einen richtig nice Double Jump. Ich weiß nicht, hast du den Double Jump mal gesehen schon vom Ross? Nein, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen wie alle Red Dead Redemption, oder? Wo man das Pferd zu sich pfeifen kann. Genau, man kann es zu sich pfeifen. Und man kann wirklich nachher, also beim Kumpen, kann man wirklich so einen Double Jump machen. Es sieht dann so aus, als würde das Ross so in der Luft nochmal auf eine unsichtbare Plattform kumpen. Weißt du, so wie zack, zack. Und dann gibt es so wie so eine Feenschein rundherum und es sieht irgendwie mystisch aus. Also, man könnte fast meinen, ein bisschen zu, weißt du, so ein bisschen zu Glimmer und Glamour für ein From Software Game, aber es passt irgendwie. Also, es ist recht, bin Fan. Man kann mit dem Ross natürlich auch noch über ganz grosse Distanzen, das gibt es auch noch, das habe ich jetzt live noch nicht gesehen, aber schon in Trailers und so, man kann mit dem Ross auch noch so Luftströme rauf, für ganz grosse Felsenwände zu überwinden. Das sieht auch recht lustig aus. Es ist dann wie wie ein Luftlift, wo man einfach mit dem Ross so drüber geht. Und so kann man quasi eigentlich jedes Hindernis, also eben ob zu Fuß oder auf dem Ross, kann man jetzt eigentlich überwinden. Was natürlich bei From Software Games so wie immer wieder bedeutet, man kann auch überall runterfallen. Aber auch dort gibt es eine grosse Änderung, die sie gemacht haben. Sie haben nämlich den Fall-Damage reduziert. Das heisst, du stirbst jetzt nicht mehr einfach von überall, wenn du runtergehst. Also bekommst du nicht mehr so viel Schaden. Das heisst, du kannst wirklich diesen Orten kannst du runtergehen und überlebst gleich. Also, das ist schon mal, finde ich, okay. Die Leute finden das nicht so okay, weil sie gefunden haben, ja, da halt mehr aufpassen. Aber es gibt jetzt natürlich durch das so mehr Orte, wo man laut verstecken kann, oder? Wo man natürlich kann sagen, wenn du jetzt hier runterkommst, findest du unten vielleicht eine Truhe. Oder so. Also das ganze Game ist eigentlich auch wieder voll mit den Hidden Places und Hidden Secrets, die man kann entdecken kann. Und es ist, verglichen zu den anderen von vorher, ist es natürlich Open World. Das heisst, man kann eigentlich überall hersäckeln. Wenn ich sage überall, ist es natürlich so, dass sich From Software schon ein bisschen überlegt hat, so ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Also du folgst dann schon willentlich ein bisschen einem Weg. Aber du hast eigentlich alle Freiheiten. Also, es ist, ja, wie gesagt, es ist huge. Und ich glaube, als ich zugeschaut habe, als ich mitbekommen habe, wie es gespielt wird, ist für mich schon klar gewesen, das Game, das jetzt ist echt fest. Also, das jetzt ist fest, bis du es durchgespielt hast. Da bist du stundenlang dran. Und, ja, ich weiß nicht, schon, du bist nicht so ein Souls-Spieler, gell? Du bist weniger... Nein, weniger, aber ich habe ja auch ein bisschen reingeschaut und wie du ja schon erwähnt hast, ist ja, ist glaube ich sogar From Software der erste Open-World-Titel, oder? Genau, Glaub, genau, enttäuscht, ja. Und sie haben genau. das für das super umgesetzt, also das ist sehr positiv. Und Finde man ich kann einfach. glaube auch überall, wie ich mitbekommen habe, Bosskämpfe und so, wenn man nicht weiterkommt, kann man ja wieder looten und sich aufleveln und dann zum späteren Zeitpunkt dort wieder auftauchen und ja, den Boss dann bekämpfen, besiegen. Genau. Das ist schon wieder so etwas. Ich meine, sie haben sich das einfach überlegt, oder? Das ist, äh, das ist super. Also wirklich genial, grafisch, toll. Ähm, Elden Ring, ja, Ja, ich glaube, man kann es einfach empfehlen, also wirklich, weil ich habe auch einen Kollegen, der eigentlich gar nicht so RPG spielt und er hat sich's gekauft, also der Hype ist schon draussen, ja. es ist sehr nice. Das gefällt mir. Habe ich wirklich Freude. Nein, aber wie gesagt, Elden Ring, ich habe, glaube selten so eine gute Metacritic gesehen. Sie ist jetzt bei 97. Sie ist vorher sogar bei Crazy. 98 gewesen, oder nein, 98 ist sie, glaube ich, 99 ist sie, glaube ich, nie gewesen, aber sie ist, ich meine, überlegt dir das mal schon. Das 97er Metacritic, das ist, wow. Ja, das schaffen so ganz wenig Titel. Schon, gell? Ja. Also, ich bin jetzt nicht so der Metacritic-Profi, aber ich glaube, das schaffen schon nicht viel. Ich meine, gibt es Nein, einen Titel, der 99 hat? Weiss man, das gibt es einen Titel, der 99 hat? ich wüsste es nicht einmal, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht 98, aber sicher bin ich mir nicht. Das ist
Es ist crazy. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Und vielleicht gibt es noch etwas mehr dazu zu sagen. Und zwar haben sie ja die Anti-Cheat haben sie ja Anti-Cheat jetzt installiert, weil ja die Thematik war mit diesen Hacks, die es hat gegeben. Mit diesen Hacker-Angriffen, mit dem Code, der geleakt wurde. Schon, du hast das ja sicher auch ein bisschen mitbekommen nebenbei. Hast du nicht mitbekommen? Nein, Ja, es ist wirklich, nein, das habe ich nicht mitbekommen. es hat die Möglichkeit gegeben für Außenstehende, für Dritte, eigentlich durch eine Lücke im Sicherheitsnetz vom Spiel, haben sie können, Scripts laufen auf den PCs von anderen Leuten, die online Dark Souls 1 bis 3 gespielt haben. So viel ich jetzt mitbekommen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon etwas, wo ich zuerst ein bisschen Schiss hatte davor, wenn jetzt Elden Ring rauskommt, wo das sind die gleichen Konfigurationen gewesen, oder? Das ist, wäre auch dort möglich gewesen. Und jetzt haben sie, ich glaube, den ganzen Monat haben sie die Server runtergenommen und daran gearbeitet. Und haben jetzt Anti-Cheat installiert. Also das Anti-Cheat, das man von anderen Games so kennt. Wie heisst es? Apex zum Beispiel hat das. Ganz viele andere. Lost Ark hat auch Anti-Cheat. Ist es Ricochet oder wie das heisst? Ricochet. Nein, es ist wirklich das easy Anti-Cheat. Weißt du, mit dem Panda als Logo, das hast du sicher auch schon gesehen. Das ist so die Software. Und die ist eigentlich auch recht bekannt dafür, dass sie recht gut funktioniert. Und wie gesagt, also bis jetzt hat man nichts gehört, bis jetzt hat es eigentlich gut funktioniert. Ja, aber wir könnten noch ewig über Elden Ring reden, oder ich könnte ewig noch über Elden Ring reden, aber hey, probiert es aus. Ich würde es auch noch machen. Ich würde mir wirklich Zeit nehmen dafür. Und ja, man kann übrigens auch der Kanye West erstellen. Hat auch jemand gemacht, ihre Charaktererstellung. Nein, es gibt noch so viel mehr. Man kann craften, jetzt, man kann Geister beschwören. Es ist, eben, man könnte den ganzen Podcast nur über Elden Ring machen, aber ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt mal ruhen und ja, gönnt nicht das Game und gehen in ein anderes Hype-Thema rein, wo auch wieder, wie soll ich sagen, ja, oder schon wieder, eigentlich sage ich gerne schon wieder, es ist schon wieder Pokémon. Es ist halt wirklich schon wieder Pokémon. Sean, du hast dort noch ein bisschen mehr Infos dazu. Es geht um Scarlet und Violet, genau, gell? Genau, Violet und beziehungsweise im Deutschen wird es ja dann heißen Kermasin und Purpur. Oh, okay. Und sie sollten auf den Winter dann rauskommen. Okay. Bis jetzt gibt es einen Spieltrailer oder Gameplay-Trailer. Ja, das ist viel mehr wissen wir halt auch nicht. Außer dass es auch Open World ist. Weil gerade kürzlich beim Release von Pokémon Arceus, dort haben wir zwar auch grössere offene Bereiche gehabt, aber die sind eher voll wie vorgegeben gewesen. Und jetzt ist anscheinend Open World auch wieder ein neues Thema. Ah, krass, okay. Also das, ja, aber das ist halt wie ein Erfolgskonzept, das sie jetzt wie adaptiert. Sie haben gemerkt, das funktioniert extrem gut mit dem Open World. Ja, weil bei Arceus ist es so, dass es halt ja, so begrenzte Räumlichkeiten sind, die sind wie vorgegeben und ja, jetzt bei den nachfolgenden sollte es Open World sein. Okay. Ja, natürlich auch neue Charaktere wieder. Oder neue Pokémons. Also nochmal neue Pokémon. Ja, dann müssten wir andere fragen. Wie viel gibt es mittlerweile? Unzählige. Schon, gell? Ich habe nur die ersten 150 und vielleicht noch die 50 nächsten. Ja, nein. Also, nein, ich könnte von den ersten 150 auch noch alle erkennen. Aber ich würde, glaube nachher vom Rest weiss ich fast nicht mehr. Also, die einzigen Pokémon, die ich gespielt habe, sind wirklich noch Edition Rot und Blau gewesen. Also, sorry, immer noch beste Leben, das ist immer noch legendär. Dann Version Gelb mit dem Pikachu drauf, das weiss ich noch, das habe ich dann von meinem Grossi geschenkt bekommen. Das habe ich auch wirklich gegamet, bis mir die Augen rausgehen. Das war auf dem Gameboy gewesen, oder? Auf dem Game Boy Color, genau. Auf dem Game Boy Color war das gewesen. Und also weißt du schon nur, wenn du den hast angeschaltet, das Dring ist gekommen, ey, da ist mein Herz höher geschlagen, weißt du, so gewusst, jetzt geht's los, oder? Und ja, das habe ich richtig gesucht. Dann habe ich, glaube ich, noch Saphir und Gold. Nein, nicht Saphir, nein, Gold und Silber hat es nicht gegeben.
noch. Pokémon Gold und Silber mit diesen 2 legendären Vogel-Pokémon, und die sind dazugekommen oder so. Also, die habe ich, glaube ich, noch angespielt. Aber auch dort, wir sind auch Pokémon irgendwie zu fancy geworden. Und manchmal hat es so, weißt du, Situationen gegeben, wo du denkst, hey, jetzt hat er aber keine Idee mehr, oder? Jetzt kommt nach nicht mehr in den Sinn. Also jetzt macht er einfach wieder irgendwas. Aber es hat dann irgendwie Pokémon gegeben, die aussehen wie 2 Glassenkugeln. Also, ja, also das Pokémon gibt's. It's seriously. Und dann habe ich irgendwie gefunden, okay, ja, jetzt muss ich aufhören, jetzt nimmt es mich nicht mehr so. Und letztens habe ich einen Stream geschaut vom Arceus, nicht vom Arceus, von einem davor, Schwert und Schild. Habe ich einen Stream geschaut und es hat mich wieder gepackt. Also Schwert und Schild ist scheinbar wirklich, wirklich gut gewesen. Das hat mich gepackt. Das hat mich wieder in die Situation versetzt, als ich das erste Mal auf der N64 Pokémon Stadium gespielt habe. Kannst du dich an das Pokémon Stadium erinnern? Nur an die Fernsehwerbung, die jeweils gekommen ist. Das war so ein geiles Game. Ich habe das geliebt. Du hast dein Team zusammenstellen, du hast gegen andere antreten und du hast deine Combo ausbauen und das Richtige beim richtigen Zeitpunkt reinbringen und nachher antäuschen und es wieder rausnehmen und das andere reinbringen. Und ich war dann so hyped von Pokémon Stadium. Und jetzt Schwert und Schild hat mich ein bisschen an das erinnert. Aber ich glaube, es wäre wieder wie zu viel Zeit, die ich müsste investieren müsste, um mich in das Pokémon-Universum einleben. Also es ist halt einfach huge. Du musst es einfach, ja, du musst dich wirklich damit befassen. Und vor allem musst du jetzt erst noch Elden Ring spielen. Du wirst auch noch ein paar Stunden dran haben. Schon. Wir haben einfach zu wenig Zu viele Zeit Games. und zu viele Games. So ist es. Genau so ist es. Apropos zu wenig Zeit. Zeit beim Reisen oder Zeit auf einem, ja, auf einem Trip kann man sich ja auch gut verdörlen mit so einem genannten Handheld. Früher war das so etwas wie PSP oder Nokia Engage. oder eben der Gameboy. Jetzt ist es aber so, es ist schon lange angekündigt worden, aber es ist jetzt echt endlich draussen und es kommt sehr, sehr gut an. Und wir reden nämlich vom Steam Deck Handheld, das Handheld von Valve, von Steam, wo scheinbar richtig gute Verkaufszahlen schreibt und gut bewertet wird, oder? Schon. Das weißt du drüber. Ja, vor allem die Performance ist auch sehr gut. Es ist zwar grösser natürlich als eine Switch, das muss man natürlich klar sehen, aber man hat ja auch dementsprechende Leistung unter der Haube, was wiederum aber auch viel Akku sauft. Also man sollte sicher eine Powerbank jeweils dabei haben. Das Gute ist, es hat einen USB-C, wie sagen wir, Steckplatz, wo man durch das relativ schnell kann Steam Deck laden, was sicher gut ist. Und so in den ersten Tests von den verschiedenen Spielen, gerade so Konsolenspiele, die es auf dem Steam Deck gespielt haben, wie so Horizon oder das Forza Motorsport, muss man sagen, sieht wirklich gut aus. Und es läuft mit 720p, aber man kann ja natürlich auch gewisse Einstellungen dann vornehmen und das dann optimieren, je nachdem, welches Spiel das es ist. Und auch, was sehr positiv ist, ich habe es natürlich selber noch nicht in der Hand gehabt, aber man sagt, dass die Analog-Sticks, die haben recht einen guten Grip, sind, ja, sagen wir mal, kannst besser hantieren damit, als jetzt zum Beispiel mit der Switch. Dort ist es einfacher für die simpleren Spiele, aber beim Steam Deck hast du wirklich einen guten Grip und wie sagen wir, wenn man dagegen drückt, dass es nicht so leicht fällt. Und hinten hat es auch die Pedals. Da kann es aber natürlich sein, dass man zwischendurch mal unten dran kommt und also aus Versehen, was vielleicht nicht immer optimal ist. Aber ich denke, das muss jeder persönlich probieren, weil jeder hat halt auch unterschiedliche Handgrössen. Für den einen ist es vielleicht sehr praktikabel, für die anderen weniger. Von der Ergonomie halt. Ja. Und zu der Hitzeentwicklung kann man sagen, haltet sich eigentlich, sie wird warm, aber nicht wirklich heiß. Also, für mich klingt das wie ein Handheld, das man sich zulegen kann. Also, wenn man, und vor allem, ich meine, du kannst auch jedes Game, das auf Steam ist, kannst du drauf gamen, oder? Ja. Also stell dir das mal vor, das ist huge. Ja, es hat auch einen Knopf, wo man direkt in die Bibliothek kann und es hat so
wie so Pads drauf, wo als wie Maus fungiert. Da kann man mit den Fingern so auf dem Touchscreen sich bewegen, wenn man natürlich irgendein Spiel spielt, wo man eigentlich mit der Maus spielen muss. Krass, krass. Das ist dann sehr, sehr gut. Ich darf nicht. Du hast sehr zu viel Geld ausgegeben. Wie wäre so der, wie ist so der Preis von dem? Was zahlt man so für ein Steam Deck? Was weißt du das etwa? Ungefähr. Ich glaube schon seinen Preis. Schon, hä? Muss ich da noch ein bisschen Geld auf die Seite tun? Ja, ist natürlich schon eher hochpreisig. Okay. Wird wahrscheinlich irgendwie die 500, 600 Franken rum sein. Ja, gut. Aber Qualität hat seinen Preis, so ist es. Das ist vor allem in der Gaming-Branche Ja, so. vor allem, wenn man denkt, auch, dass man gewisse PC-Spiele spielen kann und so und das unterwegs. Mhm. Also der Port performt das Gerät schon sehr gut. Ja, stell dir vor. Also, Nach der Gaming-PC, oder? Dann gibst du ja auch dein Geld aus, schlussendlich. ja, safe. Also ganz ehrlich, es ist wie ein kleiner Gaming-PC, den du einfach dabei hast. Also, ich meine, du hast halt nicht. Aber ich denke, du kannst fast alles spielen, wo du mit Controller gut spielst. Tastatur, also Games, die du mit Tastatur und Maus lieber spielst, weiss ich jetzt nicht, aber das meiste geht eigentlich mit einem Controller. Also für mich jetzt persönlich zum Beispiel Apex Legends habe ich auch schon mit Controller gespielt, das funktioniert. Bin mir natürlich aber jetzt Tastatur und Maus gewöhnt. Aber es wäre auf jeden Fall möglich. Und es wäre extrem lustig. Ich meine, ich könnte zum Arbeiten fahren und auf dem Weg eigentlich einfach jedes Game, das ich möchte, im Zug zocken. Also, Absolut. das ist Hammer. Das ist Hammer. Ich meine, wir reden von Strategie-Games. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Battlelord oder Bannerlord, wo ich einfach könnte im Zug zocken. Also, ich finde die Vorstellung nice. Ich überlege mir das sicher. Weil es einfach auch etwas ist, was ich finde, Handhelds haben mit dem Steam Deck, glaube ich, jetzt gerade wie eine neue Lattenhöhe bekommen. So dass man einfach auch muss sagen, okay, alles andere muss jetzt genau gleich Geld performen wie das Steam Deck. Ja, wir werden es sehen. Es ist schon auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr coole Investition. Haben wir es im Shop schon? Nein, leider nicht. Ja, aber ein cooles Gimmick kann ich noch sagen. Es hat selber im Menü hat so ein Seitenmenü, das du öffnen kannst und da kannst du wirklich auch anzeigen von der GPU-Use, CPU-Use. Da kann man natürlich anhand von dem Grafikeinstellungen machen oder je nachdem, will man mehr Frames per Second oder weniger, dann kann man dann ein bisschen dann am Menü umspielen und immer wieder aufmachen und dann sehen wir, wie die Performance ist. Nice, das ist richtig gut. Während dem Spielen natürlich. Boah. Das macht ja Sinn, oder, dass man es gerade sieht. Es verändert sich, währenddem das Ende ist. Okay, das ist nice. Das ist extrem nice. Ja, vielleicht wünsche ich mir das zur Weihnacht. Ja, gut, dann sind wir schon beim nächsten Thema. Und zwar auch etwas, das unglaublich schön aussieht und sich unglaublich nice spielen lässt. Und zwar das neue Horizon Forbidden West. Wer der Vorgänger schon gespielt hat, Horizon Zero Dawn, ich zum Beispiel, und ich habe es geliebt, weil es ist eigentlich ein wunderschönes Spiel. Und es ist so eine geile Idee mit dem postapokalyptischen Jurassic Park Cyber-Dino-Feeling. Das hat dann wirklich noch nie jemand so in diesem Stil gemacht. Und es hat mich auch gerade gepackt, als ich Zero Dawn habe gespielt. Und jetzt ist das neue Game draussen, Forbidden West, mit der Eloy, so heisst der Hauptcharakter, die rothaarige Kriegerin, die einfach nichts aufhalten kann und die unglaublich agil und auch charakterstark. Also ich finde auch, sie hat den Charakter extrem gut getroffen. Und es ist nicht so eine, soll ich sagen, nicht so eine 0815 Klischee weibliche Hauptdarstellerin, sondern man glaubt dieser Person, sie ist sehr authentisch. Es ist ein authentischer Game-Charakter, finde ich. Sean, was meinst du zu dem? Ja, definitiv. Ich finde sie sehr gelungen als Spielcharakter. Ich bin normalerweise nicht jemand, der einen weiblichen Spielcharakter spielt. Aber eben gerade wegen der Authentizität. Und
Du hast das Ja, schwierigste Wort gewählt. sie kommt einfach sehr, sehr sympathisch über. Und es passt halt einfach mit der ganzen Welt, die Atmosphäre, wo man so ja, einsinkt, muss ich schon sagen, das ist ja wunderprächtig. Es ist wirklich schön, auch die Spielwelt halt, wenn man sich, ja, wenn man sich das anschaut, die haben sich wieder so fest Mühe gegeben, bei diesem Spiel. Man merkt wirklich, dass man dort auch viel Zeit hat investiert, einfach nur in die Umgebungen und wie man sie gestaltet hat und wie man hat probiert, die Tiere, die ja eigentlich Maschinen sind, das muss man ja sehen, das sind Maschinen, aber sie haben sich so animalisch designt, dass die Maschinen auch gleich sich verhalten wie Tiere. Und das auf einen Nenner zu bringen, finde ich schon so, so nice. Also einfach das Roboartige und dann gleich naturmäßig, das ist wirklich Hammer. Sehr, sehr gut gewesen. Und auf jeden Fall haben wir dort sicher einen Fortschritt gemerkt, dass wir im Zero Dawn haben wir zum Beispiel nicht tauchen können. Ich glaube, das ist nicht möglich gewesen. Jetzt kann man tauchen. Man hat auch Unterwasserwelt. Man hat eine sogenannte. Man hat neue Tiere, man hat neue Roboter. Man hat zum Beispiel Schnappschildkröte. So eine Robo-Schnappschildkröte. Man hat das riesige Mammut, das vorkommt. Es gibt wieder diverse Dinos und man kann jetzt gleiten. Genau, man hat so eine. Ich hätte fast gesagt Fortnite-Gleiter, aber eben so einen Windgleiter, der mit. Ja, er sieht leider wirklich aus wie Fortnite. Ja. Oh, es tut mir leid. Man hat wirklich so einen coolen Windgleiter, wo man kann, durch das Zeug gleiten. Die Eloy hat wieder ganz viele coole neue Fähigkeiten. Man kann wieder die Cybertiere kann man wieder hacken. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Und die Story ist schon voll okay. Ich habe jetzt von vielen Seiten gehört, dass sie nicht so gut ist wie im Ace, aber immer noch besser als Twilight. Aber, wie gesagt, es ist nicht eine schlechte Story. Und ja, ich meine, hat mich nie enttäuscht, die Reihe Horizon. Ist immer gut gewesen. Hat auch für mich neue Massen gesetzt in Sachen Grafik, weil es wieder mal gezeigt hat, dass man auf einer Konsole wie PS4, und es läuft ja auch noch auf der PS4, und selbst dort ist es immer noch extrem hübsch. Also, wie soll ich sagen, es kann einfach niemand kommen und erzählen, es sei nicht möglich oder nicht mehr möglich, auf diesen alten Konsolen schöne Games zu machen. Sondern man braucht für das immer eine Next-Gen-Konsole. Das stimmt einfach nicht, es ist schon dort möglich. Also Horizon zeigt es halt, dass sie es schaffen, auf einer PS4 immer noch ultra schöne Darstellungen herzubringen. Und was denkst du schon, an was liegt das? Ist das einfach die Skills von den Designer, oder? Ja, sicher die Skills, und sie haben natürlich auch gewisse wie sagen wir, Tricks gehabt. Also gerade zum Beispiel bei den Zwischensequenzen haben sie bei der PS5-Version ist es Echtzeit animiert, und auf der PlayStation 4 haben sie es als Videoaufnahme eingebaut. Aber das merkt man eigentlich ja, als Laie sowieso nicht, was ich jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt habe. Ja, und dann einfach halt, wie die mit der Engine halt umgehen. Klar haben wir gewisse Einbußen, aber wie du sagst, die sind minimal. Die sehen wir erst, wenn man ein bisschen mit der Lupe hinschaut. Und es ist auch schwierig, weil ja, sie haben es auf beiden Konsolen rausgebracht, das Spiel. Einerseits muss man ja die PS4-Fanbase ja immer noch happy stellen und auch aber dann den Sprung auf der PS5 schaffen. Und ihnen ist der Spagat sehr gut gelungen. Weil, ja, es sind ja immer noch viele PS4-Spieler draußen. Und klar, man hat halt ein bisschen mehr Aufbau in der Ferne, oder? Wo sich gerade das Pop-ins oder die Wiesen, Bäume, wo sie halt ein bisschen eher reinpoppen auf der PS4-Version. Und bei der PS5 ist das eigentlich ja, absent. Also das sieht man nicht wirklich, weil dort haben wir einfach halt die dementsprechende Leistung. Und halt Textur, wenn man ganz neu reinzoomt, dann sehen wir gerade so in der Flora und Fauna, sehen wir schon gewisse Details, wenn man eben näher halt hinschaut. Aber grundsätzlich kann man sagen, sie haben da den Spagat ja, sehr gut angebracht. Also definitiv ohne Spiel zum Genießen und drin Ja, abtauchen.
Horizon Forbidden West. Noch kurz Anekdote zu dem, wenn man genau her schaut. Hast du das Gefühl, wir sind alle in der letzten Zeit, den letzten paar Jahren, den letzten 5, 6 Jahren, pingeliger geworden, was Games betrifft? Sind wir anspruchsvoller geworden? Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Man ist halt, ja, über all die Jahre, wo man spielt, dann stechen einem halt die kleinen Details ins Bild und man hat dann irgendwann auch so seine Erwartungshaltung. Das ist, glaube ich, normal mit allem so. Mhm, mhm. Und von dem her, ja, bestimmt ist das halt beiläufig auch halt so, dass man viel, viel kritischer ist. Genau, also wenn wir jetzt, und ich meine, das ist schon nur, ja, du merkst das schon nur, wenn du heute ein Spiel von damals spielst, sag ich mal. Also wenn du heute irgendwie ein GoldenEye oder ein Banjo-Kazooie reinlegst und das fast aber spielen, denkst du, God damn, wie habe ich das denn können feiern? Das ist ja einfach nur noch ein Pixel breit, da bekomme ich ja Augenkrebs, oder? Also, Ja, ja, genau, so ist es. Vor allem, ja, wenn du die alten Spiele wieder spielst, dann siehst du auch die Slowdowns, die du manchmal hast, oder? Wo so die Frames droppen, dass es unglaublich ist. Aber damals, ja, da ist das einem gar nicht wirklich aufgefallen, weil man einfach gespielt hat. Und eben halt durch die ganze Erfahrung, die wir haben und all die Jahre, wo wir spielen, ist man halt viel kritischer geworden. definitiv. Und was auch dazu kommt, gell, sind wir ehrlich, wir hatten damals keinen Online-Modus gehabt. Man hat damals einfach gespielt. Man hat damals sich nicht mal vielleicht vorgestellt, wie es jetzt wäre, mit Leuten von der ganzen Welt zusammen zu spielen. Es ist für uns schon nur das Highlight gewesen, wenn wir ein Coop können spielen mit jemandem zusammen auf der Couch, oder? Das ist für uns der Shit gewesen. Und heute habe ich manchmal Situationen, wo ich gar nicht mal spiele, wo ich einfach allein spiele, wo ich denke, hey, ich könnte ja online spielen. Ich könnte ja wie noch irgendjemand beeinflussen, sei es jetzt gut oder schlecht. Wenn ich ihn kille, regt es noch auf und wenn ich ihm helfe, finde ich das gut und weißt du, was ich meine? Also ich habe schon ein Ja. bisschen manchmal so die Situation, wo ich merke, hey, es interessiert mich gar nicht mehr so viel wie die Games, die online stattfinden, wo du bist voll am Draht, du bist voll drinnen, oder? Du fühlst es, weil du ein Teil davon bist. Aber hey, eigentlich sind das die Offline-Games und die Einzelspieler-Games auch. Man muss sich nur Zeit nehmen. Also ja, jetzt so gerade als Beispiel Cyberpunk wieder anfangen zu spielen, nach dem Update 1.5.1. Nein, 1.5.1. Und hey, ich muss sagen, schade, habe ich nicht vorher schon ein bisschen Zeit investiert. Ja gut, ich habe nicht können, weil meine PS immer wieder ist abgestürzt. Also ja, weil das Game immer wieder ist abgestürzt. Aber das ist die Cyberpunk-Thematiken. Nein, aber das Game ist wirklich eigentlich beautiful. Also es ist wirklich schön, es ist cool und es ist nice gemacht. Und es hat so viele Interaction Points drin, wo sie sich viel überlegt haben. Und ja, okay, der Keanu nervt mit der Zeit ein bisschen, aber es ist voll ein nices Game. Und ich werde es sicher auch noch fertig spielen, weil jetzt habe ich ja gemerkt, dass CD Projekt Red probiert es halt wirklich zu retten. Ähm, und Ja, eigentlich ist jetzt Patch 1.5 ja, so hätte es ja sollen auf den Markt kommen. Oder wäre es zumindest der Wunsch gewesen. genau, ja, genau. Aber für Und all die, die es bis jetzt noch nicht gespielt haben, ist sicher ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. genau, probiert Cyberpunk aus, es wird auch nie mehr so viel kosten. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, ich habe es cool gefunden. Auf jeden Fall. Und ich bin immer noch dran und ich habe immer noch ultra viele Missionen und ultra viele Leute, die mir die ganze Zeit anrufen. Das ist so wie im GTA, wo die ganze Zeit die Leute anrufen. So, ich habe noch eine Mission für dich, ich habe noch die. Du bist die ganze Zeit irgendwelche Stuff am machen. Auf jeden Fall kritisch bewertet ist es geworden, damals Cyberpunk. Jetzt ist es wieder einigermaßen okay. Wir gehen aber kritisch weiter. Wir haben noch ein paar kritische Themen. Und zwar als erstes sicher das Thema, was im Moment in der Ukraine stattfindet. Niemand von uns findet das gut. Niemand von uns kann das unterstützen. Und wir haben einfach dort auch noch schnell das Thema reinnehmen, um zu sagen, dass die Game-Industrie darauf natürlich auch reagiert. Dass die Game-Industrie darauf natürlich auch antwortet, was im Moment gerade stattfindet. Sean, was passiert im Moment in der Game-Industrie betreffend dem Ja, Ukraine-Konflikt? sehr. Vor allem viele Entwicklerstudios, gerade in der Ukraine, aber auch Polen und Umgebung, also von den Spielkäufen, wo die Leute online kaufen oder Ingame-Geschichten, tun sie das Geld spenden. Zum Beispiel an Rotkreuz oder sonstige Organisationen.
Das ist mega gut. Das ist mega gut. Das ist richtig, richtig gut. Aber Spenden kann man immer mehr, die in der Schweiz so viel haben. Denken daran, Spenden ist immer möglich. An die Leute, die ein bisschen weniger haben oder in Situationen sind, wo sie Hilfe brauchen. Denken daran, Spenden ist immer möglich. Informiert euch, wo und welche Organisationen das auch vertrauenswürdig sind. Und nachher gebt doch etwas über an die Leute, die es im Moment brauchen können. Gut. Dann gehen wir weiter zu einem Thema, das eigentlich ein Crit-Thema ist, aber auch ein bisschen ein Buff-Thema. Wir haben das vorher noch besprochen, und zwar hat Call of Duty entschieden, dass sie das erste Mal in ihrer ganzen Publisher-Karriere, also es wäre das Activision? Muss mir schnell helfen, Activision, ja. Activision Blizzard ist der Publisher, genau. Genau, Microsoft, Activision, Blizzard. Genau. Hat jetzt gesagt, dass sie nicht mehr jährlich eine Veröffentlichung machen, sondern jetzt schauen, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Game-Entwicklung. Und wir finden das grundsätzlich eigentlich nicht schlecht. Heisst zwar für die einen, also heisst zwar, dass nicht jedes Jahr ein neues COD rauskommt, aber dafür nehmen sie sich ein bisschen mehr Zeit bei der Entwicklung vom nächsten. Und das ist ja eigentlich immer besser, als wenn man schnell etwas unbedingt releasen will, weil wir haben jetzt sehr, sehr viele gute Beispiele gehabt, was dann rauskommt. Und wir finden das eigentlich gar nicht so ein kritisches Thema. Das einzige Kritische daran ist ja wirklich, dass wir halt jetzt einfach nicht jedes Jahr ein neues COD haben. Aber seien wir ehrlich, bei all diesen Games, die rauskommen jährlich, so weh tut uns jetzt das nicht. Oder schon bist du so jemand, der jedes Jahr auf ein neues COD wartet? Eigentlich freue ich mich schon relativ, ja, immer wenn ein Neues rauskommt. Manchmal auch nicht, weil es dann eher scheiße ist oder nicht das Thema ist, wo mich jetzt bedient. Aber die letzten paar Mal, Zweiter Weltkrieg finde ich immer ein interessantes Thema, Vietnamkrieg oder wie Modern Warfare halt, wo sehr zeitgemäß ist. Aber es sind ja immer die drei Studios die die Call of Duty Reihe gemacht haben. Sledgehammer Games, Treyarch Studios und Infinity Ward. Genau. Und jetzt dieses Jahr kommt ja von Infinity Ward das nächste Modern Warfare. Das wird sicher, sagen wir mal, ein bisschen spannender, weil sie werden eine neue Engine haben, weil das ist auch viel in der Community bemängelt worden, dass halt Grafik seit den letzten paar Jahren eigentlich immer gleich aussieht. Und mit dem Unterbruch von 2023 wird es sicher eine gewisse kreative Findungsphase geben und wird sicher neue Ideen einfließen. Und ja, ich denke, das hat nur etwas Positives. Ja, auf jeden Fall. Ich denke so. Ich habe immer gerne eigentlich COD gespielt. Also ich bin wirklich jemand, der damals Black Ops neu gespielt, Modern Warfare 2, Black Ops 2. Ich habe Freude an all diesen Games. Ich habe auch Modern Warfare sehr viel gezockt. Warzone, das Battle Royale von ihnen, habe ich viel gezockt mit Kollegen. Ist ja halt das Game, das recht sich gut zocken mit Kollegen, weil es ja Free-to-Play ist. Und man ist schnell drin. Ist aber bei mir mittlerweile abgelöst worden von Apex, weil, muss ich ganz ehrlich sagen, Warzone ist mir irgendwie, es ist mir zu, ja, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, aber es hat mir ein bisschen abgelöscht. Es ist mir zu hektisch geworden und zu, ja, einerseits hektisch und ich glaube auch das andere Problem ist halt ein bisschen das Cheaten-Problem, wo ich viel höre. Genau. Und das macht dann halt einfach nicht mehr so viel Spaß, wenn es einem jedes Mal irgendwo mit einem Headshot um die Ecke dann weg vom Fenster ist. Ja. Ich bin aber, glaube ich, wirklich sehr schlecht im Cheater erkennen, weil ich allgemein sehr ein schlechter Gamer bin, habe ich dann immer das Gefühl, ich habe einfach schlecht gespielt. Also, wenn ich sterbe, habe ich das Gefühl, ja, der cheatet auch nicht, der ist einfach so viel besser als ich. Ja, das wird wahrscheinlich das andere sein. Das ist für mich der Fall. Aber ist ja bei diesen Games so okay, wenn man nicht extrem gut ist und wenn man gleich Spass dran hat, ist es ja voll okay. Ich sage es mal so, sobald du keinen Spass mehr dran hast und nur am Schwitzen bist, für dass du endlich die erste Kill machst, ja, dann hat es nicht mehr so viel mit Spass zu tun. Und dann musst du dich halt fragen, ja, ist es noch das Game für mich? Ist es wirklich noch das, was ich noch möchte spielen? Und das hat es bei mir gegeben, den Moment, glaube ich, bei Warzone, wo ich gefunden habe,
Ich glaube, ich habe es gesehen. Ich gehe jetzt etwas anderes spielen. Weil es hat mich noch, ja, es hat mich nur noch aggressiv gemacht. Also weißt du, ja. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir froh, oder sagen wir, sehen wir es als guten und als schlechten Punkt, dass jetzt zwar nicht jedes Jahr das CO kommt, aber dass sie ein bisschen mehr Zeit haben für das nächste zu erstellen. Und dann wären wir eigentlich schon beim letzten kritischen Punkt und auch schon bald am Ende von diesem Podcast schon, weil so viele Themen haben wir nicht mehr. Und Mhm. wir sind gleich schon gut in der Zeit da, muss ich auch sagen. Also wir haben das gut können füllen schon. Ähm, Wir haben noch eine kleine Anekdote zu Elden Ring. Ich habe es selber nicht gewusst. Ich habe es vorher selber erfahren vom Sean und von der Steffi, dass Elden Ring doch Probleme hat, scheinbar. Dass es doch Problem gibt im Elden Ring innen, und zwar scheinbar Lags und es ruckelt. Sean, kannst du uns dazu noch mehr sagen? Ja, also es betrifft hauptsächlich die PC-Version, darum sollte man vielleicht im Moment, ja, wenn man die Wahl hat, eher auf die Konsolenvariante zugreifen. Aber es wird sicher ein Patch nachgereicht, denke ich mal, sicher in nächster Zeit. Das ist, glaube ich, auch schon ein kleiner Schiene. Das Problem ist anscheinend, also was ich jetzt so gesehen habe, wenn man in der Open-World-Welt ja, unterwegs ist und dann neue Gegner oder neue Lichteffekte zustande kommen, dass irgendwie, ich kenne halt Mechaniken nicht, aber sobald etwas Neues, das noch nicht bevor erschienen ist im Bild, gibt es so Mikroruckler. Und die sind natürlich super unangenehm, sobald eben zum Beispiel ein neuer Bosskampf bevorsteht und dann hat es die Ruckler, die haben wir einfach nicht gern. Und jedes Mal, wenn irgendwie ein neues ja, Zauberlicht oder sonst ein Effekt irgendwo ins Bild huscht und es jedes Mal einen Ruckler gibt, ist das nicht gerade sehr erfreulich. Mhm. Und ja, vermutlich wird das mit einem Patch dann behoben. Ja, müssen sie fast, weil ich meine, Ja, es ist ja niemand so erpicht drauf, so präzise und so, wie soll ich sagen, so präzise und so genau können zu spielen wie ein Dark Souls oder wie ein Souls-like-Spieler, weil wenn es der die Bosskampf reinruckelt, das ist wie du sagst, das kann dich so zu Tod aufregen, weil ja. vielleicht hättest du den Boss ja besiegt, wenn er dich nicht jetzt verwünscht hat. Ähm, Ja, und es obwohl, liegt dort auch nicht an der Grafikkarte, weil unterschiedliche Leute haben sie eben auch mit der 3090 oder so gespielt mhm, und es ist effektiv irgendwie ja, ein Bug von der, ich weiß nicht, Spielmechanik oder irgend so etwas ist es. Und jedes Mal, also dann, wenn sie es erkannt hat und man wieder in den Bereich wieder reinkommt, wo der Gegner auftaucht oder das Lichteffekt, ja, das Lichteffekt da erscheint, dann ist es gut. mhm, Aber immer mhm. beim ersten Mal, wenn man ja, irgendwo neu angeraten, dann gibt es das Problem. Ja, weil es halt wieder Initial Load macht, wieder Ja, die erste. genau. Ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass, also nein, ich bin mir fast sicher, dass das die Leute aufregt, aber da wird es einen Patch geben, das müssen sie patchen, das ist Ja. ganz klar. Ja. Aber auch das noch ein kritisches Thema, aber ihr seht, wir haben heute nicht viel gehabt und geht darum eigentlich auch gerade weiter schon zum I Love Loot. Und zwar haben wir hier den Sean, der sich etwas zugelegt hat. Sean, was hast du dir gepostet? Ich habe mir Switch OLED zugetan. Und eigentlich aus dem Grund, ja, wie man weiß, auf der anderen Konsole zum Multiplayer-Spiel im Internet kann man ja immer, das ist kein Problem. Aber halt mit Freunden, wenn Freunde auf Besuch kommen, willst du einfach mal eins zocken, irgendwie Splitscreen oder ja. Und das ist einfach mit der anderen Konsole ist meistens Splitscreen, also zwei Player-Screen das höchste der Gefühle und sonst ja, bleibt man außen vor. Und darum habe ich mir eine Switch gekauft, weil du kannst einfach zu viert schnell rumdadeln und Spass haben. Ja, voll. Das ist das Coole an der Switch. Das ist so die Konsole, wo der, also kann man noch Konsole sagen? Ich weiß nicht, ich finde, es sieht einfach so nicht aus wie eine Konsole. Es ist einfach noch, ja, es ist eigentlich ein Handheld, wo halt wie zu einer Konsole wird. Also, speziell. Handheld Switch, habe ich, Handheld habe ich leider noch nicht wirklich austesten, aber sobald ich mal irgendwo unterwegs bin oder irgendwo auf die Ferien mitgegangen, nehme ich sicher den Handheld, also die Switch als Handheld mit. ja, aber der gescheiter Tierli fotografieren schon anstatt gamen. Oder du machst eine Kombination, du spielst Pokémon Snap. Ja, mit den Kopfhörern. Genau. So auf der Safari alle so, was macht der Dude da? Er spielt Pokémon Snap. Nein,
auf jeden Fall, Switch ist, glaube ich, wirklich die Konsole, wo es Spass macht, mit Freunden zu gamen. Und man hat es einfach extrem schnell installiert. Von dem her, cool. Ich hoffe, du hast viel Spass mit deiner Switch Ja, OLED. definitiv. Was ist der Unterschied zur normalen Switch und der OLED? Sie hat einen OLED-Bildschirm, oder? OLED-Bildschirm, ja. Ah, okay. Ja. Aber die Batterielaufzeiten sind etwa gleich und ja, man hat halt einfach vom Bildschirm her den besseren Kontrast. Nice. Ja, aber das klingt gut. Das klingt eigentlich recht gut. Also eben, wie gesagt, für mich ist ein Switch auch immer schon das Thema gewesen. Ich habe es einfach noch nicht gemacht oder gekauft, weil ich gewusst habe, genau das gleiche Problem wie überall, ich habe zu wenig Zeit. Ich habe zu wenig Zeit. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Es geht eigentlich nicht. Aber was ich mir gekauft habe, und zwar genau dann, was der Marco von unserem Streaming-Team bei uns noch gestreamt hat, ist Total War Warhammer 3. Ich habe zugeschaut und ich habe schon das 1 gespielt, ich habe schon das 2 gespielt, ich habe Total War Medieval gespielt, ich habe Shogun gespielt, ich habe Total War Rome. Rome ist das absolut beste Total War ever gewesen. Das habe ich auch gesuchtet. Ich liebe Strategiespiele, ich liebe rundenbasierte Strategiespiele. Ich liebe es, wenn man so Armeen kann befehligen und die aufstellen und gewisse Taktiken und so. Und ich habe mir das Warhammer 3 zum Vollpreis gekauft. Hat mir ein Stängel gekostet, aber ist okay, weil es hat sich gelohnt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr nice gemacht. Sie haben es nochmal grösser gemacht, sie haben nochmal mehr Sachen eingebaut. Es gibt 6 neue Völker, wo man kann spielen kann, unter anderem Chaos-Dämonen. So nice schon, du kannst dir das nicht vorstellen. Oger, als erstes habe ich gerade Oger gespielt. Der Chef von der Oger ist einfach so ein Dude in einem Karren. Also wirklich, der so in einem Karren liegt und sich einfach so chauffieren von so 2 Goblins. Und hat echt so eine Hammelkeule im einen Arm und im anderen irgendwie eine Axt und auf dem Kopf so eine richtig komische Krone. Und ist echt richtig dick. Und dann karrt er einfach so über die Map, du stirbst. Und du kannst dann auch so spielen. Und Oger sind super. Also sie sind einfach so riesige, sehr, sehr dicke Leute, die einfach alles andere umschmeißen, als wäre es einfach gar nichts. Und, Sind das aber nicht die mit dem Maul im Bauch? Oder welche sind das die mit dem, so das nochmal ein Maul? Ja, das sind, du meinst Nurgle. Okay. Nurgle, die gibt es auch noch. Ja, Nurgle sind sehr, sehr, sehr grusig. Also im Sinne von, die Dudes sind halt alle infiziert. Also haben wir so ein bisschen die Lore gezogen. Die sind alle infiziert mit jeglichen Krankheiten und ihr Ziel ist es, die ganze Welt anzustecken. Also es ist eigentlich so Corona Fraction. Und sie sind auch alle so grün und sehen extrem alle aus wie so ein Picasso-Painting und hüpfen nachher so auf dem Battlefield und stecken alles mit ihren Krankheiten an. Und du hast dann so Verfall von deinen Truppen und es ist sehr mühsam. Die haben jetzt noch nicht gespielt, aber ja, könnte natürlich auch lustig sein. Und dann gibt es noch Tesseret oder so heissen sie, bin mir nicht ganz sicher. Das sind so, die machen ganz viel durch so Mental Tricks und so. Die tun so Illusionsbilder erschaffen und die so Gestalt wandeln und so. Und die sehen auch sehr, sehr speziell aus. Sie haben mehr so Monster und ihr Chef ist so ein dreiköpfiger Rab, der irgendwie auch ganz viele coole Castings kann machen, wenn du spielst in der Schlacht. Sie haben sich wirklich wieder extrem fest Mühe gegeben. Und es ist ein sehr, sehr cooles Game, wo man auf jeden Fall ausprobieren sollte, wenn man Bock hat auf Total War. Was noch besser ist im Moment, was sie noch besser gemacht haben in dem Moment im Total War Warhammer 3 im Vergleich zu den anderen 2 ist, wenn man jetzt mit einem Kollegen zusammen spielt, dann können beide in Echtzeit spielen, also man muss nicht auf andere warten. Man kann gleichzeitig seine Züge machen und man kann nicht nur mit einem Kollegen zusammen spielen, sondern mit 7. Also man kann das Game zu 8 hoch kann man eine Kampagne spielen. Das heisst, du hast dann einfach fast nur Fraktionen, die deine Leute sind. Und du kannst natürlich nachher gegeneinander kämpfen, nachher zusammen tun, das machen. Das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Falls irgendjemand 7 Kollegen hat, die gerade Bock haben auf Total War, macht das. Dann sehr gut.
Bis jetzt habe ich noch keine 7 gefunden, die Bock haben auf Total War. Aber immerhin einen. Und schon das hat recht gefällt. Also, von dem her, ich kann es nur empfehlen. Ist ein cooles Game. Jawohl! Ja, vor allem, ja, die Animationen finde ich haben sie auch sehr gut umgesetzt. Ja, das stimmt. Weil es ist ja, die Figuren kommen ja eigentlich eben alle vom Tabletop her. Und von diesen Figuren haben die Macher, die dahinter stehen, wirklich geile Animationen gemacht. Also es kommen ja eigentlich so Kröten vor und die hüpfen natürlich wie Kröten und Genau. bewegen sich auch so. Und es gab irgendwie so eine Fraktion mit so, die sehen so wie Eidechsen schlangenmäßig aus. Und wenn die sich bewegen, dann haben die so einen serpentinen Bewegungsablauf. Yes, das ist true. Und das finde ich schon auch noch cool, wenn ja verschiedene Bewegungsabläufe hast, weil wie sagen Menschen auf dem Pferd, die bewegen sich natürlich komplett anders oder auch ein anderes Tempo. Ja, also eben die Animationen, die Body-Animationen sind extrem schön. Also ich kann auch sagen, manchmal zoome ich einfach rein und schaue zu, wie meine Truppen auf die anderen Truppen zusäckeln und genieße es einfach nur, weil ich einfach finde, hey, Hammer. Es sieht einfach Hammer aus. Es macht so viel Spass, einfach nur zuzuschauen. Und ich meine, wie viele Games hast du das noch, dass du einfach dir einen Moment Zeit nimmst, zum das Game noch schnell ein bisschen anschauen. Und also, wie gesagt, es ist extrem ein fulminantes, grosses Game, wo Spaß macht zum Spielen, wo eine coole Story dahinter hat, wo es kommt ja aus dem Warhammer-Universum. Ich weiß nicht, hast du jemals Warhammer gespielt? Nein, nicht wirklich, aber ich habe es immer so ein bisschen mitverfolgt. Und es gibt ja jenste verschiedene Spiele, auch Ego-Shooter und alles. Es gibt Auf alles. dem basiert. Ja. Es gibt alles in diesem Universum. Vermintide, sagt ihr etwas? Nein, Vermintide ist ja das Spiel, wo du das dritte, das vierte, glaube ich, maximal das vierte, kannst in ein Dings eintauchen, wie soll ich sagen, du gehst so durch Dungeons und musst eigentlich nur ganze Wellen von Gegnern abmetzeln. Also das Ziel ist eigentlich, es ist so ein Hack'n'Slay und du tust immer wieder Wellen von Gegnern besiegen und dann kommt manchmal ein Boss und dann kommt manchmal ein anderer Abschnitt, aber meistens kommen so Wellen und Wellen von Gegnern. Und die musst du einfach abmetzeln, zu viert. ist das etwa vor 3-4 Jahren rausgekommen? Ja, genau. Ja. Dann kenne ich es von den Trailer her. Genau, und das haben wir. Das muss ich dir auch so sagen, es hat sehr viel Spass gemacht, hier mit den Kollegen zusammen zu spielen, weil sie haben noch so cooles Zeug eingebaut, wie zum Beispiel eine Ratte, also eine Assassin-Rat, die ist immer, wenn jemand von der Gruppe abgesplittet ist, dann wird der von der angegriffen. Also das heisst, wenn die dich verwünscht, dann musst du einen Kollegen haben, der dir hilft, sonst bist du tot. Und das ist hure geil, weil dann müssen die anderen zu dem säckeln, oder? Oder dann gibt es noch so eine Hangman-Rat, die macht genau das Gleiche, aber die kommt nachher mit so einem Stock, wo vor ein Seil dran ist, und dann tut sie die so langsamer hängen. Mit dem sie den Stock aufstellt. Und wenn dir niemand kommt helfen, bist du echt so erhängt auf dem Schlachtfeld. Also, so coole Ideen und coole Sachen, die sie dort eingebaut haben. Und wie du gesagt hast, es gibt extrem viele verschiedene Games-Arten, also Spielarten, die sie aus diesem Universum heraus gemacht haben. Ich habe bestimmt schon 5 oder 6 verschiedene Spiele gespielt, die alle aus dem Warhammer-Universum sind. Und das ist natürlich extrem cool, weil das zeigt, dass sie enorm viele kreative Köpfe haben, die immer wieder Ideen haben für neue Arten von Games. Also, ich kann auch das Game wirklich allen empfehlen. Es ist super interessant, super cool zum Spielen, macht extrem viel Spass. Ja, hol jetzt nach. Aber die Zeit rechnen. Das ist wichtig. Unbedingt Zeit rechnen, weil so eine Runde Warhammer, die ist nicht einfach so eine Runde. Also das sind 5 Stunden, bei 5 Stunden fängt es an. Und dann gehen wir mal das Wochenende durch. Also das ist easy möglich. Und wer hat die Zeit schon? Time is money, Sean. Da sind wir wieder beim leidigen Zeitthema. Time is money, Sean. Unsere Time ist running out at the moment. Wir sind am Ende von diesem Podcast. Ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich schon bei dir für deine Teilnahme. Ach, danke auch, hat Spass gemacht. Yes, merci vielmals. Und merci, bist du hier gewesen. Und ich tue natürlich auch noch einmal schnell mitteilen,
dass ihr, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in diesem Podcast besprochen hättet, in unser Discord könnt gehen, das ist verlinkt. Und dort könnt ihr reinschreiben, über was wir so reden als nächstes. Hoffentlich nächste Woche dann wieder mit der Steffi. Wir schauen, wie es ihr gesundheitlich geht. Und ich sage hiermit auch merci viel mal. Habt einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen und danke.